So, herzlich willkommen zurück zu F1 2017. Hier sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus im Menü. Nicht nur, dass wir auch ein bisschen grössere und breitere Autos haben als vorher. Vorher sind wir mit den kleinen Hybriden unterwegs, jetzt haben wir ein bisschen die grösseren. Aber was haben wir eigentlich so im Menü? Wir haben Karriere, Grand Prix, Mehrspieler, Zeitfahren, Event, Meisterschaft, Karriere. Also wir haben nicht wahnsinnig viel Einstellungsmöglichkeiten, so wie wir es jetzt zum Beispiel in F1 2021 kennen. Also wir haben da schon noch Spieloptionen, wo halt dann einfach wieder sehr einfach aufgebaut ist. Wir gehen jetzt aber wieder schnell kurz, würde ich mal sagen. Also können wir jetzt beim Zeitfahrer oder Fahrer auswählen, oder? Nein, da werden wir einfach weiterhin wieder mit unserem eigenen Fahrer. Ich weiß auch gar nicht, da hat es dazu mal, in der Karriere hat es jetzt da wieder gegeben, wo man einen eigenen Fahrer erstellen kann. Das war ja so nicht bei den vorherigen Teilen. Oder Teile bei den vorherigen Teilen. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir da für Fahrer? Also bei Mercedes haben wir jetzt den Lewis Hamilton und den Valtteri Bottas. Der ist ja von Williams aufgekommen zu Mercedes, das sollte ja jedem bekannt sein. Dann haben wir einen Scuderia Ferrari mit dem Vettel und dem Kimi Räikkönen. Red Bull Racing mit dem Daniel Ricciardo und dem Verstappen. Williams mit dem Felipe Massa und dem Lance Stroll, das ist seine erste Saison in der Formel 1. Dann haben wir Force India, wo eigentlich also BWT Hauptsponsor war, darum ist es halt dann nachher pink geworden. Da haben wir den Sergio Perez und den Esteban Ocon. Renault mit dem Hülkenberg und dem Jolyon Palmer. Und Toro Rosso mit dem Kvyat und Sainz. Haas mit dem Grosjean und dem Magnussen, der hier ja übergewechselt hat. Er ist schon vorher, das ist überlegen, er war schon vorher bei McLaren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ist dann übergegangen. Da haben wir auch McLaren Honda mit dem Alonso und Stoffel van Dorn. Sauber mit einem mega schönen Auto in diesem Jahr. Also 2017 haben die wirklich schöne Livery gehabt. Mit dem Ericsson und dem Wehrlein. Und dann wäre es das schon wieder gewesen. Da gibt es keine Männer mehr oder keine Marussia mehr. Die sind hier rausgegangen aus der Formel 1. Die sind ja Konkurs gegangen leider. Finde ich sehr schade. Und ja, wir fahren jetzt wieder ein Zeitrennen. Wir gehen hier wieder ins Zeitrennen rein und fahren wieder mit Sauber, würde ich sagen. By the way, das war das erste Game mit historischen Fahrzeugen. Da haben wir noch McLaren von 88, 91, der Williams von 92, 95 Ferrari, 96 Williams, 98 McLaren wieder, 2002 Ferrari. Wir können schon nachher noch kurz drin reinschauen. Ich würde gerne mal mit so einem V10 brettern. Ja, am liebsten nehmen wir dann den 2004er. Der war noch geil gewesen. Und ja, wir gehen jetzt aber zuerst mal in das Zeitfahren rein. Wir schauen mal, wie sich das jetzt verhält. Wir sollten jetzt rein theoretisch recht spät die Bremspunkte haben und auch wesentlich schneller sein. Wir gehen jetzt hier nach Belgien wieder und fetzen mal schnell ein paar Runden. Und ich muss eben sagen, das war eines meiner absoluten Lieblingsgames dazu mal. Also 17 habe ich sehr, sehr gerne gespielt. So. Dann haben wir das 4 hier. Und dann würde ich mal sagen, wir fetzen gerade raus. Fliegende Runde kann man immer noch nicht einfach rausfahren. Haben wir das nie können? Ich weiß es gar nicht. Also die breiten Schleppen noch vorne. Holy shit. Ich weiß nicht, ob das kommt jetzt wahrscheinlich einfach so über, weil wir kein Halo mehr haben. Also wenn ich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, wieder das Force Feedback, weil das fühlt sich wieder komplett anders an. Habe ich Fahrhilfe? Ich habe glaube ich Fahrhilfe drin im Moment. Nein, ich habe keine Fahrhilfe drin. Okay. Ah, da ist ein Boxenstopp-Assistent frisch reingekommen. Und das sind ja Daten, also 2017 ist es so das, ich soll sagen, so die Saison gewesen, wo einfach die Aerodynamik so richtig auf die Spitze vertrieben wurde. Also da hat man Flügel und alles gehabt, das war schon abartig. Also haben wir jetzt natürlich schon immer noch, aber nicht in diesem Ausmaß, ist ja schon recht eingeschränkt. Und das sind verdammte Geschosse hier, die Wege. Wow.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wieso, es fühlt sich nicht so schnell an wie vorher mit den 16er Wagen. Und dann haben wir ja noch den violetten Reifen oder den pinken Reifen. Nein, was ist es? Ja, violett-pink. Das ist auch der Ultrasoft, also der ganz weiche. Ich weiß nicht, ob du ein richtiges Setup drauf hast und nicht einfach so das Standard-Setup. Dann wären wir da schon relativ tiefig unterwegs. Aber wir fetzen nachher noch mal schnell kurz eine Runde. Also eigentlich muss ich noch schnell kurz erwähnen, mittlerweile sollte ich eigentlich einer der ersten F1-Teile, die ich schon aufgenommen habe, online sein. Eigentlich war der Plan, alles in einem Video aufzuladen. Aber da ich leider so eine Labertasche bin, manchmal, und nicht gerade alles rausschneiden, habe ich gemerkt, ja, das könnte ein bisschen lang werden, darum tue ich jetzt jedes Game einzeln aufladen. Einfach so als Erklärung. Das ist mir ist jetzt während dem Schneiden so aufgefallen und habe ich auch so entschieden, muss ich sagen. So, ja. Mir denkt es aber auch, du kannst viel früher aufs Gas gehen bei diesem Auto. Also, beziehungsweise, es ist so krass. Viel Grip. Darum habe ich vorher gemeint, ja, eine Fahrhilfe, aber dafür ist gar nicht drin. Aber die Autos haben schon geil ausgesehen. 2017 muss ich wirklich sagen, haben sie wirklich geil ausgesehen. Also, versteh mich nicht falsch, Halo und so ist natürlich eine mega gute Sache und ich bin absolut dafür, dass es in der Formel 1 oder in der Formel-Serie drin ist. Weil, ja, es ist halt schon wirklich mega gefährlich. Ich meine, wir haben es jetzt mehrfach gesehen, auch in dieser Saison wieder. Oder auch vorherigen Formel 1-Saisons. Das Halo kann einem halt einfach schon mega helfen oder schützen schlussendlich. Und boah Gott, die Kurve da ist echt schwierig zum Fahren in diesem Game. Und ich finde es wirklich eine gute Sache. Ich finde es halt immer noch optisch nicht so wahnsinnig schön, aber man hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt. Das ist ganz klar. Aber ja, weiß ich auch nicht. Könnt ihr mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr noch vom Halo haltet. Also wie gesagt, ich finde es absolut eine gute Sache für die Sicherheit. Optisch ist es halt nach wie vor nicht so mein Geschmack. Ich finde halt immer noch so Open Wheeler, so wie es hier 2017, das finde ich absolut die schönsten Wege, die es hat. Aber es ist natürlich halt einfach als Effekt gekommen wegen Jules Bianchi, der halt verstorben ist. Und halt ja, ich meine, der Massa hat ja auch mal Federn, oder was es auch war, an den Kopf bekommen, während dem Fahren war bewusstlos gewesen. Also das hätte man alles können so verhindern eigentlich. Dem dürfen wir uns eigentlich nicht beklagen. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr vom Halo haltet. Würde mich noch wundern. So, und da sind wir jetzt 2 Runden gefahren und ich muss wirklich sagen, das Fahrgefühl ist besser als F1 2021, bin ich ganz ehrlich. Viel mehr Grip auf der Hinterachse. Gut, das kann natürlich jetzt am Setup liegen, wobei ich denke, jetzt das Setup wird jetzt nicht so ein Performance-Setup sein. Aber ich kann wesentlich früher aufs Gas gehen. Aber eben die Autos haben natürlich auch mehr Aerodynamik dazu mal. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es schwierig zu sagen, ob jetzt das einfach die Fahrphysik vom Game ist, wo noch nicht so gut ist wie jetzt vielleicht in F1 2021 oder so realistisch, sage ich jetzt mal. Oder ob es jetzt wirklich wegen der Aerodynamik ist. Aber 17er, dazu mal schon eines meiner Lieblingsgames gewesen und das ist auch jetzt immer noch, muss ich wirklich sagen, ich spiele es nicht mehr oft oder praktisch gar nicht mehr, aber wenn ich es mal wieder spiele wie jetzt, ich fühle es gerade mega. Ich fühle es wirklich gerade mega, auch wenn ich mich die ganze Zeit verbremse. So, aber auch hier, wenn ihr mal Bock habt irgendwie auf ein Let's Play, 17er Saison mit diesen Autos, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Hätte ich sicher auch noch Bock. Weil F1 2021, da sind wir jetzt hier mit dem My-Team. Mal schauen, ob ich noch eine Season 2 mache, wäre schon noch spannend. Ja, schreibt es doch gerne mal rein. Und dann würde ich sagen, switchen wir über ins nächste Video dann, ins 2018er Game. Und schauen mal, wie dort so das Fahrverhalten ist von den Autos. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ah, halt, stopp, nein, jetzt habe ich schon etwas vergessen. Ich habe noch gesagt, wir fahren noch mit, mit der V10, also mit dem Ferrari V10, habe ich ja noch gesagt. So, kann ich auch hier Auto auswählen. Moderne, genau, historische. 2004. So, Einstellung bestätigen. Let's go. Dann noch switchen auf den Ferrari. Aufgenommen wird das Ganze auch wieder auf der PS5, so noch by the way erwähnt. Aber
man merkt jetzt, muss ich sagen, nicht irgendwie. Also von der Ladegeschwindigkeit auch, also fühlt sich das eigentlich immer noch an wie früher. Gut, okay. Das sieht auch aus da innen. Ich auch wieder ein Setup machen, oder beziehungsweise einfach Setup schnell einstellen da. Und dann let's go. Lassen wir mal den V10 auffühlen. Ich sage mal, die ersten paar Meter nichts. Wir lassen einfach mal den Sound für sich sprechen. Der Sound ist einfach immer noch nach wie vor der geilste Formel 1 Sound, den es je gegeben hat. Also ich finde den V12 auch ganz schick, muss ich ehrlich sagen. Aber den V10 finde ich, kann man einfach nicht toppen. Jetzt dreht es mich da noch über Hörbuch gekommen. Ich finde einfach, der V10-Motor ist einer der schönsten Motorsounds, die es gibt auf dieser Welt. Ach, das ist nicht so geil. Oh. So ist ganz komisch zum Fahren. Ui! Okay. Oh! Da merkt man, wenn die Kamera so starr ist hinter dem Auto, merkt man gar nicht, wenn das Auto ausbricht. Aber der Sound ist einfach schon geil, muss man einfach so sagen. Und ja, dann würde ich mal eben sagen, wir gehen jetzt ins 18er rein, das F1 2018 rein, und schauen mal, wie es dort war in diesem Game dazu mal. So, also ich würde mal sagen, wir switchen über ins 2018er rein und das findet ihr im nächsten Video. Und dann schauen wir mal, ob wir dort etwas mehr an der Fahrphysik und ja, wie das Game allgemein war. Let's go!